Freitag hat Chinas Staatspräsident Xi Jinping ein Telefongespräch mit dem neuen japanischen Ministerpräsidenten Kishida geführt. Beide Seiten bezeichneten das Gespräch als bedeutsam und zur rechten Zeit angesetzt. Sie stimmten darin überein, ihre Kommunikation und Kooperation fortzusetzen, Schwierigkeiten zu überwinden und sich zur Lösung von Herausforderungen zu koordinieren. In den verschärften Spannungen um Taiwan hat Chinas Parteichef Xi Jinping zu einer Wiedervereinigung aufgerufen. Er warnte, dass eine Abspaltung Taiwans kein gutes Ende nehmen werde. Mit dem Hinweis auf seine Unabhängigkeit und Demokratie wies Taiwan den Appell Xi Jinpings umgehend zurück. Die Inselrepublik sei ein souveränes und unabhängiges Land und nicht Teil der Volksrepublik China, sagte in Taipeh der Sprecher von Präsidentin Tsai Ing-wen. Die Zukunft des Landes liegt in den Händen des taiwanischen Volkes. In Doha sollen die ersten persönlichen Gespräche der USA mit den Taliban seit dem Rückzug der USA aus Afghanistan stattfinden. Wie ein Sprecher des US-Außenministeriums am Abend erklärte, soll es bei dem Treffen nicht um eine Anerkennung oder Legitimierung der Herrschaft der radikal-islamischen Gruppe in Afghanistan gehen. Vielmehr wollen die USA demnach die Taliban bei den Gesprächen dazu drängen, die sichere Ausreise aus Afghanistan von weiteren US-Bürgern sowie von deren afghanischen Verbündeten, wenn sie das Land verlassen wollen, zu gewährleisten. Nach der Massenvergiftung von Menschen mit gepanschtem Alkohol im Süden Russlands ist die Zahl der Todesopfer auf 29 gestiegen. Es seien weitere Menschen im Krankenhaus an den Folgen der am 7. Oktober bekannt gewordenen massenhaften Vergiftung gestorben, teilten die Behörden der betroffenen Regionen Orenburg mit. Ein Atom-U-Boot der USA ist nach Angaben der US-Marine im Indopazifik unter Wasser mit einem unbekannten Gegenstand zusammengestoßen. Bei dem Zwischenfall habe es an Bord keine lebensbedrohlichen Verletzungen gegeben, teilte die US-Pazifikflotte am Donnerstag in einer knappen Erklärung mit. Die chinesische Regierung fordert mehr Details über den Zusammenstoß und seine Folgen. Die ungeklärten Gesundheitsstörungen, an denen weltweit US-Diplomaten und Mitarbeiter des Geheimdienstes CIA erkranken, beschäftigen nun auch deutsche Behörden. Als wahrscheinlichste Ursache gelten Angriffe mit Mikrowellen. Das brüderliche Treffen der Uiguren hat zum 13. Mal heute in Sarajevo begonnen. Außerdem trifft sich der Rat der Nationalen Einheit Ostturkestan zum 4. Male bei diesem Ereignis.